Hallo, das ist Vatalio und willkommen zu Part 2 von Episode 9 von Endlos Schwierig. Ja, es gibt tatsächlich wieder mal Part 2 von Episode Endlos Schwierig. Ja, es sieht aber ein bisschen mickrig aus, wir haben noch 5 Leben. Ja, schauen wir doch einfach mal, wie weit wir kommen. Wir kommen zu Level 10. Let's go! Corri, Mario, Corri. Okay, ich habe das Gefühl, ich hätte die alle gebraucht. Okay. Ha, könnte, so wie es aussieht, schon Rip Run sein. Oh, Jesus. Okay, da muss ich schnell ein bisschen abbremsen. Noch 2 Leben. Oh. Oh, Jesus, das ist tricky. Und dieses letzte Leben. Oh, Rip Run, damn it. Aber Wunder können passieren. Nur nicht heute und nicht hier und jetzt. Tja, kurzer Kuz gsi mit Part 2 von Episode 9. Ja, aber ich würde sagen, das Level, das bieten wir doch jetzt noch. Okay, here we go. Okay, ich glaube, dort einfach noch nicht gumpen, weil sonst jump ich voll in die Kugel dort rein. Jawohl. Okay, das ist heftig. Ist es das? Ist es das? Oh mein Gott. Das war ein Troll hier. Hat echt so weitersäckeln. Let's go. Ja, das wär's gewesen. Aber man muss verdammt schnell sein. Damn it. Okay, I see. Das sieht gut aus. Das ist gut. Sehr nice. Hat nicht mal allzu viel Versuche gebraucht. Ja, jetzt haben wir noch wirklich mehr als völlig Zeit und nach das Level würde ich sagen, mäßig. So, ja, und da wir wirklich noch bündig völlig Zeit haben, spielen wir doch noch. Ja, ich würde schon sagen, schon fast die Top 10 von schwierig von dieser Woche. Und Top 1 von sehr schwierig von dieser Woche. Alright, wir haben auf Platz 10 Lucky 7 Kaiser Light. For 6 hours 0 minutes. Hashtag Teamchamp. Also 7 Stunden 0 Minuten, das weiss ich, das ist ein Maker. Schauen wir doch mal, was das Level hier für uns hat. Wir haben wieder mal richtig Quality, schwierige Levels. Let's go. Checkpoint number 1. Yes. Und sogar noch ein One-Up. Nehmen wir jetzt einfach, obwohl wir es vor und hinten nicht brauchen. Sehr geiles Level. Okay, den Helmet brauche ich, für dass ich der boosten kann.
Yes, sir. Shell Jump. Okay, that's it. Nope, es geht weiter. Sehr geiles Level. Okay, so Levels möchte ich gerne eigentlich mehr sehen, wenn wir endlos schwierig spielen. Aber das kann man sich halt nicht aussuchen. Hammer-Level. Auf Platz 9 haben wir irgendetwas aus Japan. Sehr wahrscheinlich ein Speedrun mit Custom Music. Oder auch keine Custom Music. Ah, okay. Alright. Jetzt schauen wir vielleicht, dass wir es beim ersten bisschen nicht verkackt haben, ich wollte sagen. Nämlich da bei der ersten On-Off-Block bin ich eigentlich nicht gegumpelt. Und das hat Zeit gekostet, nämlich da, wo ich es jetzt gemacht habe. Jesus, what a speedo boost. Did it? So, und jetzt wär's das auch schon gewesen. Ja. Cooler Speedrun. Ich muss sagen, die Speedruns, die sind alle immer so ein bisschen ähnlich. Aber trotzdem, die gefallen mir. Herzlich für dich. Auf Platz 8 von dieser Woche haben wir Hard But Fun Volume 2. Mir gefällt der Levelname nicht so. Hard But Fun. Ist es denn auch hard? Okay, der hat echt nicht in manche rein. Let's go. Checkpoint, sehr höflich. Oh! Jesus. Okay. Nicht allzu schwierig. Aber so Titel, sagen wir so, wenn ich es jetzt im Endlos schwierig, wenn ich es einfach als Random Levels bekomme, dann würde mir das sehr viel mehr Angst machen. Aber so schwierig ist es doch nicht gewesen, aber trotzdem herzlich für dich. Auf Platz 7 von dieser Woche haben wir Boobs Short. Delicate Dunes. Bounce your way through this map, but be careful. Hashtag Team Champ, Hashtag Team F. Das ist F Fire Flower? Ne, kein Plan. Let's go. Dammit. Ich will immer ein bisschen schneller sein und nicht Volljumps machen, aber es rentiert sich manchmal doch in den Levels einfach Volljumps zu machen und nicht zu greedy zu spielen. Let's go. Nicht allzu schwierig. Aber auch ein witziges, kleines Team Jump Level. Ich weiß jetzt gar nicht, für was wirklich das F gestanden ist. Herzlich für dich. Auf Platz 6 von dieser Woche haben wir Really Hard But Really Fun. Volume 1, okay. Difficulty 5 von 5 Sternen. Das ist vom gleichen Creator, wo wir vorhin das Hard But Fun hatten. Also wissen wir, es ist nicht allzu schwierig.
Wir brauchen irgendwie eine Shell. Okay, hier. Let's go. Nope. Gott. Und we did it! Nicht mal allzu tighter Timer gsi. Coole Levels, ja richtig gefreut, dass wir da so richtige Quality Levels bekommen. Aber es sind ja die Top 10, also respektive allgemein Top Levels von der Woche. Auf Platz 5 haben wir Platforming Grasslands. Simple but difficult platforming stage. Simple but difficult. Wahrscheinlich simpel aufbauen, aber difficult zum Spielen. Nehme ich mal an. Let's go. Ah, so Levels habe ich doch echt gern, Leute. So Levels sind doch voll cool. Okay, das war frech. Schon sehr nice. Der hat noch Glück gehabt, dass ich nicht in die Ecke bin angekommen und reingepumpt bin und in die Spikes gehabt bin. Let's go. Oh Gott. Sehr geil, sehr geil. One-Shot, yes. Da hätten wir noch One-Ups drin, am I right? Jawohl. Sehr geiles Level. Und ich finde es echt schon fast wichtig, ein cooles Level macht auch aus, dass man belohnt wird und dass man auch One-Ups bekommt. Vor allem auch, wenn man es dann eben im Endlos schwierig bekommt, dann ist man hure froh um One-Ups. Auf Platz 4 von dieser Woche, Platforming on Ice. Platforming on ice equals a fun adventure. Don't get frozen. Good luck, have fun. Im SMB 3 Style. Ich muss sagen, SMB 3 ist fast etwas, was mir am besten gefällt. Warum genau kann ich auch nicht sagen. Ich finde auch, die Shell Jumps im SMB 3 fühlen sich einfacher an als in allen anderen. Warum kann ich auch hier wieder nicht sagen. Eigentlich ist es genau das gleiche Prinzip, also das gleiche Timing. Aber es fühlt sich für mich irgendwie einfacher an. Let's go. Let's go. Tja, wo sind die Levels, wenn ich endlos schwierig spiele? Wo sind sie? Es wäre cool, wenn es irgendeinen Modus würde geben, wo man endlos schwierig spielen und einstellen, dass es halt wirklich Top-Levels sollen sein. Halt irgendwie von den letzten 100 oder so, dann wäre es so maximal 100 Levels, aber ich fände es cool. Auf Platz 3 von dieser Woche haben wir Better Call Saul. With that much blue stuff, Saul could come in handy for Rune 911. Das ist wahrscheinlich auch ein Maker. Let's go! Vom Gringo DK, das ist auch ein relativ berühmter oder bekannter Mario Maker Level Creator. Okay. Okay. Noch ein Schiss gehabt, der Jump dort, dass der irgendwie nicht funktioniert, aber I did it. Ah. Die Plattform hat mein Momentum gefressen. What a snitch! Okay, jetzt I see. Jetzt ist es nicht mehr timed mit dem Screen. Jetzt müssen wir schnell einen Moment warten. So, let's go. Ah, okay. Ich habe gemerkt, ich muss noch warten, aber nicht zu lange. Ah, let's go. Oh, what the fuck?
Okay. Ab in die Türe und ist das schon gewesen? Nope. Oh, Jesus. That's it. That's it. Jawohl. GG. Das hat mir sehr gefallen, das Level. Mal irgendwie kein Plan. Es hat irgendwie noch so ein bisschen andere Elemente drin gehabt, die man sonst nicht überall sieht. Herzlich für dich. So, auf Platz 2 von dieser Woche haben wir Not Garden. Hashtag Team Precision. You can do this. 2 checkpoints. Have fun. Precision Levels sind sonst nicht so mein Ding, aber die auf endlos, die auf der Top schwierig, die gehen auch noch voll. Aber wenn sie jetzt auf sehr schwierig sind, dann sind die wirklich verdammt schwierig. Okay, das sieht auch nicht ganz einfach aus. Oh, okay, okay. Die habe ich nicht gesehen. Mhm. Okay. Jesus. Okay, das ist tricky. Just kidding, das ist sehr einfach. Das ist wirklich mal ein Precision Level, wo voll meinem Schwierigkeitsgrad entspricht. Wo ich so eigentlich noch cool finde zum Spielen. Und that's it. Herzlich für dich. So, dann kommen wir zu Platz 1 von dieser Woche unter den Top Schwierig Levels. 90 Sekunden Speedrun aus Japan. Nehme ich mal an, dass es ein Speedrun ist. Und es hat auch wieder so eine Note, aber heisst nicht, dass es Custom Music ist. Nope, ich glaube nicht. Nope, nicht Custom Music. Es ist aber scheiß laut. Es ist wirklich hure laut. Das ist immer so das Ding, wenn man so viele Münzen hat und Gegner und weiss nicht was alles. Ist auch nicht so schwierig, es ist echt just follow the coins. Let's go. Save. Checkpoint. Sehr nice. Aber wie gesagt, für meinen Geschmack müsste es nicht so hure laut sein. Okay. Auch nicht wirklich ein tighter Timer. Wie gesagt, die Speedruns sind alle recht ähnlich, aber sie gefallen mir, von dem her herzlich für dich. Okay, die Top 10 haben wir abgeschlossen. Gehen wir auf sehr schwierig. Jetzt weiss ich gar nicht, jetzt haben wir schon noch ein bisschen Zeitführung. Jetzt schaue ich da mal Clear Rates an. 1,97, 1,57% und 2,15. Also ich würde sagen, probieren wir die Top 3, und sehr schwierig von dieser Woche, zu bieten. Auf Platz 3 haben wir Overgrowth. Traverse the overgrown skies. Don't get tangled. Full jumps. Hashtag Team Jump. Das Level habe ich das Gefühl, das wird gar nicht mal wirklich so schwierig sein. Aber ich sage gescheiter noch nichts.
Besitz. Okay, I see. Besitz ist voll okay. Besitz ist wirklich voll okay. Also ich glaube, der hat nach Offscreen gehen. Für Piranha-Pflanzen zu hitten. Ja. No! Es hat sogar noch Wein gehabt. Dammit. So für Schwierigkeit fühlt sich das Level so an, als dass ich aber solche Levels auf endlos schwierig bekomme. Schade. Zu früh reingedriftet. Und ob das Level gerade sehr schwierig ist mehr so eine Mischung. Respektive das Zwischenmaß aus. Dammit, I messed it up. Hui! Das Zwischenmaß aus schwierig aus sehr schwierig, finde ich. Und das ist eigentlich das, was ich mir manchmal ein bisschen wünsche, dass es etwas gibt, Mischung oder respektive etwas zwischen normal und schwierig. Fände ich echt cool. Vielleicht gibt es das in einem Super Mario Maker 3, falls mal irgendein Scheiß rauskommt. Und erste Part haben wir geschafft. Was? Warum habe ich das dort nicht gehittet? Das On-Off? Ah. Did it. Sehr nice so mit den Indicators. Okay, ich habe schon gedacht, das reicht nicht. Aber es hat doch noch gelangt. 2 Part, ein bisschen einfacher als der erste Part. Wie sieht es mit dem dritten Part aus? Oh, Jesus, okay. Ein bisschen Geduld hätte ich noch gebraucht. Okay, ich glaube nicht, dass es... Wie gesagt, eben, das Level, ich habe das Gefühl, das ist nicht allzu schwierig. Das Gefühl, da sind wir gleich mal durch. Yes! Sehr cool. Was natürlich auch cool wäre, wäre es endlos sehr schwierig. Mit Levels, die genauso sind wie die, eben, wie gesagt, auch nur mit den Top-Levels, aber das ist dann nicht mehr random. Und das macht ja eigentlich der Endlos-Modus so aus. Auf Platz 2 haben wir A Snowy Night in Buffalo. Winter is a beautiful season. 2 checkpoints, Hashtag TeamChamp, Hashtag TechR2. TechR2, was ist TechR2? Habe ich jetzt noch nie gehört oder gesehen, das Hashtag? Finden wir es raus. By the way, ja, das Level ist von Tuta29, seinem zweiten Creator-Kanal, und der macht immer da die Smiley. Die hat er in jedem von seinen Levels, glaube ich, drin. Okay. Ein bisschen zu greedy durch speeden. Alright. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Jesus. Nee, come on. Zu schnell der durchgespeedet. Voll im Anschen rein. Armes Gesicht vom Tod. Aber nicht allzu schwierig. Wir haben es mal einmal geschafft, wir können es wieder. Also jetzt echt nicht das Gefühl habe, dass ich hure viel dazu schnurren kann. Oder geht es dann meistens nicht mehr so gut. Mich gescheiter konzentrieren. Sonst passiert genau so Zeug. Okay, let's do it.
Ah. Jetzt mache ich irgendwie einen Fehler, der nicht müsste sein. Das ist meistens irgendwie so, wenn ich nicht das Level schon mal fast wie durchgespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich echt ein bisschen zu greedy spiele. I don't know. Okay, let's go. Kommen wir noch zum letzten Teil. Oh. Letzter Teil, one-shotted. Okay, ist doch nicht ganz der letzte Teil. Jesus. Das war cool. Nice, nice, nice. Sehr geiles Level. I like. Riesengroßes Herzli für dich. Okay, und wir kommen noch zu Platz 1 von dieser Woche. Auf sehr schwierig. Claudios Cumpleaños Platformer. Happy Birthday, Clau Crazy. Feliz Cumpleaños, Claudio. Okay, Geburtstagslevel. Platforming Level. Freue mich. Let's go. One-shotten wir das Level heute schnell. Ohne Problem. Sehr ähnlich wie das vordere Level. Dammit. Dammit, ja, da muss ich schneller sein. Sonst kommt nicht das Flämmchen und macht dort meine Blöcke kaputt, die ich noch brauche, um drauf zu kumpen. Okay. Two-shotten wir das Level heute. Ah, 10er gotta catch em all, eigentlich noch wollen. Let's go, holen wir den 10er. Ha, gotta catch em all. Okay. Oh, okay, okay. Keine Zeit zum Überlegen, sondern volle Kanne durchbrettern. Oh! Oh. Fuck, fuck, fuck. Okay, ich brauche dort den SMB... Weiß nicht was, Mushroom. Einfach der Thick Boy. Okay, das Mal sind wir wirklich bündig früh gewesen. Nope, der drauf sollte nicht gehen. Nein, nicht neu starten drücken. Sonst müssen wir das ganze Level nochmal von vorne machen. Dammit. Oh! What the fuck, der Jump durch die beiden Piranha-Pflanzen. Also fuck it, I don't need it. Wir machen es auch so. Aber trauen wir das nicht zu, dass ich das jedes Mal kann. Von dem her gehen wir lieber den Intended Way. Okay, einer ist schon drüber. Damage boosten. Nö, das war nix. Okay, vielleicht geht's ja gleich noch. Jetzt auch gar nicht mehr, nein. Nope. Jetzt das Gefühl, am Schluss kommt auch noch ein Power-Up-Check, wo man wahrscheinlich noch gross sein muss. Und das heisst, die Booster funktioniert hier eh nicht. Schon nice, wie wir da immer 2 auf einmal nehmen. No! Warum? 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 Oh Mann. Okay, Fokus. Dann kommt's gut.
Sie fucking hure tight, der, die Jumps. Ah. Nice. Let's go. Okay, weiß gar nicht, das ist der dritte Part in dem Fall und auch der letzte Part. Aha. What the fuck, warum? Warum geht er jedes Mal durch? Ich glaube, ein bisschen mehr mittig draufkumpen. Ja. Oh Gott! Dann auch noch ein Shell Jump. Das ist tricky dort. Warum? Warum? Okay. Einfach ein bisschen mittiger dort auf die grosse Shell jumpen. Dann kommt's gut. Dann kommt's gut. Dann kommt's gut. Genau so. Dann kommt's gut. Jetzt echt nicht verkacken. Dann kommt's gut. Dann kommt's gut. Oh, yes. Hui. Aber auch ein sehr geiles Level. Aber das war jetzt wirklich noch tricky gewesen. Da hat man jetzt schon einen Unterschied gemerkt zwischen schwierig und sehr schwierig, absolut. Herzlich für dich. Ja, also, dann wäre es für heute mit der Episode endlos schwierig, respektive die Top 10 Level und die Top 3 Level von dieser Woche. Ja, hat einen kurzen Coup gegeben im endlos schwierig Run. Aber so geht's halt, ja. Und in 3 Tagen geht's weiter mit Smash und es würde mich doch mega freuen, wenn ihr dann auch dabei seid. Ja gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden. Ich sage merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!